da ich tätowieren. Mein Toxic Trade ist einfach, dass ich wirklich jeden Scheiß behalte. Weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwann noch etwas DIY damit. Okay, du siehst den Fit halt nicht. I don't care. Aber Bro, es ist so geil, weil weißt du, da ist so grünlich und dann wird es da so grün-braunlich dreckig und dann wird es wirklich braun und dann oben dran ist ganz braun. Deswegen, ich fühle es mega fest, dass ich so aussehe wie so ein verlotterter Baum, der aus einem Sumpf rauswächst. Du siehst den Fit gar nicht. Okay. Also. Also das ist ein Fit, da ich tätowieren, aber der Weg dorthin ist über 1,5 Stunden. Ich gehe rasch. Also ich bin jetzt im Zug, vorher sind so viele Leute gehabt, deswegen habe ich nicht gefilmt. Ich bin jetzt am Podcast schneiden, aber ja, es geht noch über 1 Stunde, bis ich dort bin. Zürich habe. Crazy. Let's go! Das sind meine Tattoos. So sieht jetzt meine Sleeve da aus. Das ist das Kleine. Das da oben habe ich noch gemacht. Und jetzt diese Seite, die ist noch easy leer, ganz ehrlich. Au! Also diese Seite ist noch leer, aber das heisst nur, dass ich noch mehr Tats machen kann. Das heisst, haben wir das gemacht. Das finde ich cute. Und das da, ich weiss ja nicht, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Irgendwie, weißt du, es ist cute von weitem, aber so von näher sieht es irgendwie aus wie ein Gackfleck. Ganz ehrlich. Das ist ja mein Gackfleck. Ganz ehrlich, wenn die könntest stylen oder könntest das wie so. Ich weiss eben nicht. So irgendein Kringellocke wäre doch etwas. Vielleicht eine Durwelle. Aber das ist einfach ein Busch. So wie so Pferdebeine. Dass du so rausbinden. Ja, nicht gerade so fest, aber mit der Kuchen schön aussehen. Also, ich habe jetzt schon Wäsche gemacht und Kaffee, weil ich habe leider chronisch Migräne im Sinne von, ich knirsche. Nebst dem, dass ich scheiße geschlafen habe, weil meine Tattoos mega wehtun, es schneit. Nein, es beilet. Es geht ein kühler Wind. Ich habe jetzt duschen und ein paar Tattoos sind am Aufgehen, im Sinne von, sie blühten. Den Arm macht mir easy zu arbeiten. Das Blöde ist, ich habe heute eine Collaboration, die ich filmen für Marco. Ich bin ja so ein Brand Ambassador momentan. Und jetzt machen wir so Podcast-Style, reden wir über Styles und so. Und ich wollte mega flexen mit meinen neuen Tattoos, weißt du, so ein bisschen so auf chillig, ein bisschen meine Opinion an Styles geben und dann so richtig tatted up sein. Aber jetzt, keine Ahnung, lege wahrscheinlich ein Poly an, to be honest. Also wirklich zugetaped. Und auch viele sind einfach ein bisschen zu klein. Aber egal. Ich will, dass die richtig verheilen, to be honest. Und ich muss heute arbeiten, heute Nachmittag und morgen. Und ich habe einfach keine Zeit, dass morgen während dem Weihnachtsessen plötzlich einfach mein Tattoo aufgeht. Deswegen... Ich muss jetzt mal ein Outfit raussuchen, aber das Ding ist halt, es schneit immer noch. Das heisst, es muss ja so um die 0 und drunter sein. Jetzt hole ich den Big Guns raus, nämlich meinen Chunky Scarf. Oh. Bitte, I slate that. I slate that. Ich muss noch mein Make-up machen. Valid, like,
people perceived me or the way, once you're in high school. Ich habe jetzt gerade ein Interview geschaut mit der Emma Chamberlain und sie redet darüber, wieso dass sie so offen ist, so mit Leuten halt auf dem Internet und so. Sie hat zuerst so das Typische gesagt, sie hat sich schon immer wohlgefühlt, wer sie ist, bla bla bla. Und nachher sind sie immer tiefer und tiefer gegangen. Ich frage mich natürlich das auch, also, weißt, so, wieso mache ich überhaupt Social Media, weißt, so, was hat mich dazu überzeugt. Sie redet jetzt darüber, dass wenn du schon recht früh in deinem Leben Rejection erlebst oder einfach nicht gewählt wirst als erstes, so in Gruppen, in der Sportklasse oder weißt, so, keine Ahnung, von Partnern, weißt, so, war Jungs oder Mädchen, dass du anfängst, probieren, dein Image zu kontrollieren, weil du das Gefühl hast, du bist außer Kontrolle. Und besonders mit dem Uprising von Social Media fühlen sich dann so Leute, die unsicher sind darüber, wie sie perceived werden, mega safe, um ihr Image zu kreieren, weil online ist halt der einzige Ort, wo das wirklich vollkommen auf eine Art in der Hand hast, eigentlich, wie dich Leute perceiven. Weil das ist definitiv so, what the fuck. Übrigens, das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das bringt mega viel, wenn ihr Lashes habt, die immer wieder runterfallen. Slay. Alright, wir sind jetzt fertig mit Filmen. Ich kann leider nicht währenddessen filmen, weil wir sind schon am Filmen und haben recht einen Stress gehabt. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse euch da schnell in Frieden. Denkst du, ich kann da durchlaufen? Ist das echt eine Abkürzung? Ja, deswegen bin ich immer zu spät, weil ich habe immer das Gefühl, ich finde Abkürzung. Jedenfalls, der Film war wirklich sehr cool. Ich bin wirklich mega blessed für die Partnerschaft. Jetzt zurück vom 4-Stunden-Filmen. Es war mega cool. Also wirklich, ich bin jetzt einfach done. Aber so mental bin ich mega energized. Und das ist mega selten nach Arbeiten/Social Interaction. So cool, weil wir einfach über alles reden können und wir sind einfach immer wieder abgeschweift und so. Morgen muss ich wieder arbeiten, so an meinem Arbeitsort. Stay tuned für mehr Messy Vlogs. Bye!